Moin, also hier ist nur ein kleines Video für Arm Balances, für ich eben progressiv drin zu trauen. Ne? Wir gingen einfach anfangen mit einem Aufwärmen, hauptsächlich für Darm und Streckung von Schulterbereich, was eben das Wichtigste ist, für sich drauf zu halten. Gut für eben Meditation, mir lang ziehen zu lassen, ihr da aufhängt. Einfach für das dann an der Armbalance mir konzentriert sieht und mir ruhig sieht. Ne? Kann ich so fangen einfach mit den typischen Streckungen eben für die Handgelenke. Voilà, also die Knie sind schön angewinkelt, progressiv einfach schön Gewicht auf die Hand bringen. Voilà, auch Bannenseite. Und dann alles, was Fangerbereich stärken. Einfach so Cupcake machen, für die Blutung am Handbereich schon gut ging aus. Ne? Weil er progressiv mit Gewicht schaffen, Knien einfach von Boden abheben und dann einfach balancieren. Voilà. Einfach alternativ auf einer Hand balancieren. Knie hoch. Also einfach die Streckung von den Armen. Arm, Schulterpartie. Vierter Arm. Und hier können wir schon Technik anwenden, einfach von Boden wasch über Tarn. Also Tarn wirklich so Cupcake-artig. Und der Außenseite von der Hand abheben, fangen schön gespreizt. Ellbogen zusammendrücken. Und dann Gewicht vom Boden waschen nach oben drücken. Die Schulterpartie aktivieren. Und schöne Bauch und das Scapula haben. Hier spielt direkt Brustkorbbereich. Voilà, da kommen wir einfach auf Pump und Pumpeln. Wir können Pumpeln mit den Knien machen. Hier wezen noch wie möglich und Ohrkörper lassen. Voilà, noch eine strecken. Und dann die richtige Plank. Bisschen halen, nach oben drücken. Was mir lang was besser, weil da eben der Darm stärkt. Voilà, noch haben wir am Downward Dog. Und da könnt ihr auch Figuren machen, einfach wo da just ich auf einer Hand unhalt. Ne? Voilà, das machen wir dann so 10 Minuten, Viertelstunde. Ich mache vorher einen Kurzdurchlauf. Und da könnt ihr den ersten und sich Bakasana. Bakasana ist wichtig, Knien an den Darmlächer eben zu halten, so wie möglich im Körper. Träger ist schön aufgeräumt. Und ich verlagere nun sich Gewicht darauf. Töpft das oben. Und dann alternativ einfach Fuß anklut. Und jetzt zurück. Da gehe ich nicht weit hoch. Halte mich drüber und dann komme ich beide Füße anklut. Und einfach jetzt rauf. Voilà. Jetzt Bakasana. Flying Pigeon. Also, wichtig ist, eben so einen halben Lotus drüber zu kriegen. Für das zu üben, kann ich am Sitzen schon gucken, für die Knie so weit wie möglich noch innen.
sodass halt die Hüfte schön stabil ist und die B-Muskeln engagieren. Das kann ich dann mit den Händen machen und dann einfach gucken, für Kraft zu haben, meine Fuß einfach drauf zu halten, umgehen. Voilà, dann kann ich aufwinkeln, Knie noch 4 und Bein drauf halten. Bauchmuskeln ausspannen und dann einfach rutschen, Beine gestreckt halten. Voilà. Und dann zu das der Hand macht. Voilà, hier ist es so. Könnt ihr noch vom Stuhl aus. Und dann posiert den Tang innen. Voilà, gehen wir ein bisschen zurück. Knie nach innen, halten sich straff. Und dann balanciert den drauf. Am Anfang einfach just mit dem Fuß an der Luft und gewinkelt Bein lassen. Ne? Dann mit der Zeit, wenn ich dann halten kann, kann ich carrément dann Bein an der Luft durchstrecken und noch haben. Du einfach halten, eines zurück und den Daumen durch. Voilà, mit 14 Beinen umgewinkelt, längs das Knie das nämlich. So kann ich dann von Flying Pigeon noch einen einfach rollen. Für sich zu trainieren kann ich normale Pigeon holen. Das ist eben das Pose. Das hilft dich einfach für heute schon stark Basis zu haben mit dem Fuß. Ne? Die können auch carrément die Beine eben heute am Winkel schön posiert tun. Und da können wir einfach nur 4 eben so nah wie möglich und beruhen. Voilà. Nicht schön noch hängen, posieren, zwischen den Händen gucken, relâchieren. Voilà. Die andere Pose ist Ashtavakasana. Das ist dann so, da den sich dann halb 4 hinsetzt, dann eben mit der Distanz guckt, da den so gut aus. Ich verschränke den Fuß und den anderen, gucken und sich 14 Arme so wie möglich in den Renner zu holen. Von Hand hier finde ich mein Händechen ab. Voilà, und hier kann ich dann auch versuchen, einfach just Balance auf meinen Händen zu halten. Noch Hand einfach nicht aufsetzen und relâchieren. Erst nur den Anfang davon. Von da bis Guinness und ich kriege mich hier auf dieser Partie vom Arm gut balanciert. Ich nehme es hin. Ich platziere meinen Arm. Face verschränkt, balanciere mal 4 und dann strecke ich einfach mein Bein zu der zur Seite aus. Voilà, links ist wichtig, Ellbogen so wie möglich Oberkörper zu halten, für zusätzlich zu balancieren. Ah, voilà, gut durchrüsseln. Hallo, 3 Armbalancen. Könnt ihr gerne dann daheim. Nochmal viel Spaß beim Üben.